Gute mit, Madame Yuki Backes. Gute mit dich. Wir sollen ihr schwach, dass ihr Zeit geholt habt für dieses Interview. Wenn das okay ist für euch, dann geben wir euch ein paar Vorstellungen. Ich freue mich drauf. Was haltet ihr von den Frauenrechten? Ich finde, Frauenrechte sind absolut wichtig, weil es sind Menschenrechte. Und Respekt von Menschenrechten überall auf dieser Welt, global, alle Länder auf der Welt, an der Europäischen Union und auch zu Lützeburg sind absolut wichtig. Also noch nötig, so ein Tag zu haben. Ja, ich meine das, weil es gibt noch ganz viele Inegalitäten auf der Welt. Es gibt noch gegen Frauen diskriminiert, es gibt noch ganz viele Stereotypen. Wir sehen auch noch ganz viel Gewalt gegen Frauen. Das sind just ein paar Sachen, wo wir als eigentlich alle zusammen als Gesellschaft müssen dafür einsetzen, dass das sich ändert. Über viele Jahre haben Frauen wie auch Männer sich wirklich für Frauenrechte angesagt. Wenn die das nicht gemacht hätten, da dürfen Frauen heute vielleicht nicht Auto fahren, sie dürften nicht an die Schule gehen. Ja, so wie dir das heute könnt, dann hätten sie nicht die Rechte zum Beispiel an der Familie. Ganz viele Unterschiede gibt es noch gehen und das ist nicht gerecht. Ich meine, Frauenrechte sind Menschenrechte, da müssen wir uns alle Guten dafür einsetzen. Frauen haben dieselben Rechte und Obligationen wie Männer. Und ich meine, das können doch alle Menschen in unserer Gesellschaft, so gut Männer wie auch Frauen. Auf welcher Hinsicht engagiert ihr euch für die Frauenrechte? Wir sind nicht ministerisch für Frauenrechte, aber mehr generell auch für Diversität in unserer Gesellschaft. Ich habe mich am Anfang schon immer für die Frauenrechte angesagt, weil ich immer, seitdem ich Ehrenalter hatte, am Anfang Inegalitäten zwischen Männern und Frauen auch gesehen habe. Und ich fand das nicht richtig. Und in dem Sinn, meine ich, geht es noch ganz viel zu machen. Ich war die letzten 2 Jahre finanzministerisch, wo ich mich auch für die Frauen zum Beispiel an der Finanzwelt angesagt habe. Wir sehen ganz viele Domänen, wo es viel mehr Männer gibt wie Frauen, ob das an der Ökonomie ist, ob es auch an der Politik ist. Wir haben eine Gesellschaft von 50% Frauen, 50% Männer. Das heißt, überall, wo Decisionen zu holen sind, fand ich, sollen von Männern sowie sollen die Decisionen von Männern wie auch von Frauen geholt gehen. Das ist eine Gesellschaft, die sich am Ganzen muss dafür einsetzen. Ich sage mal, alle Menschen kann dazu beitragen. Und ich als Minister kann natürlich auch dazu kontribuieren. Wir holen Gesetze zum Beispiel an der Regierung. Das ist ganz wichtig, dass wir auch da weiterkommen. Also es gibt den ganzen Kopf an allen Menschen wirklich auf allen Niveaus, überall kann sein dazu beitragen, dass wir keine Diskrepanzen sehen und dass wir in Richtung von Parität überall, wo Decisionen geholt werden, an unserer Gesellschaft auch hinkommen. Verschiedene Länder dürfen Frauen nicht wählen gehen. Was tut ihr empfunden, für die erste Kehr wählen gegangen sind? Immense Stolz, weil es kontribuiert dem mit seinem Wort zur Zukunft am Anfang von unserer Gesellschaft oder wie unser Land organisiert wird. Wir müssen wissen, dass zu Lützeburg als Wählen obligatorisch, das heißt, es muss wählen gehen. Ich fand das auch eine ganz gute Sache. In ganz vielen, in den meisten Ländern auf der Welt ist das nicht der Fall. Das heißt, sind 20–30% oder so von den Leuten, die wählen gehen. Wir bestimmen die Zukunft von unserem Land. Und ich fand es flott, dass am Anfang alle Menschen sich da muss auseinandersetzen, für wir gehen nicht wählen. Ich fand, das soll auch alle Menschen machen, sich da auseinandersetzen, wie in Zukunft will ich, wie will ich wählen, dass denen sich dann auch Mann oder Frau sich dann dafür ersetzt. Dafür ist ich immens froh, wenn ich wählen kann und dass auch Recht, was sich über ganz, ganz viele Jahre erkämpft ging. Früher konnten just Männer wählen gehen und du hast das immer auch, das hat sich dann auch evaluiert. Heute dürfen Frauen auch wählen gehen und ich mache das mit ganz viel Stolz, weil ich weiß, dass ganz viele Leute, hauptsächlich Frauen, wie auch Männer, sich dafür angesagt haben, dass ich heute das Recht habe. Ich denke, kriegt ihr das Recht doch, wenn ihr euch 10 Jahre alt seid. Oft erleben Frauen ja häusliche Gewalt daheim. Was können wir dagegen machen? Ja, das ist effektiv, das gibt noch ganz viel Haut, überall auf der Welt, auch zu Lützeburg. Das ist etwas ganz graves Gewalt. Im Großen und Ganzen ist etwas, was ganz schlimm ist. Und du musst die Leute davon beschützen. Es gibt verschiedene Sorten von Gewalt.
wann e geschloe gëtt ass eng Zocht vu Gewalt, méi auch psychologisch Gewalt as es wo heinst du Dopfer moll net wëssen, dat se enger Gewalt exposéiert sinn. Was können wir machen? Wir können Sensibilisierungsarbeiten machen für die Opfer von Gewalt, das hauptsächlich Frauen. Wir können auch Männer sein, also aufmerksam zu machen und aufzuklären, was kann und muss ich wirklich nicht akzeptieren. Wir können Plätze schaffen, wo Leute, die Victim sind von Gewalt, wo sie können hinkommen, wo sie können Hilfe sichern, wo doch Leute gehen, die sie enkadrieren, die so auf sie aufpassen. Da kann ich auch über die Gerichte gucken, dass den Täter, den Gewalt ausübt, dass den am Anfang aus dem Foyer oder aus der Familie rausgeholt wird, für die Leute, die Victim sind, eben von der Gewalt zu protegieren. Das, was wir mehr wollen machen, auch in Zukunft, ist, für den Täter zu schaffen, für sie aus der Familie und dann einer Familie rauszuholen, für die anderen zu protegieren, mir das auch mit dem geschafft wird, mit der Person geschafft wird, wie psychologisch gemacht wird. Wenn die Person das dann nicht richtig möchte, also noch muss gucken, für dann trotzdem auch mit dem Täter zu gucken, wie gehen wir mit dem um, muss den bestraft gehen, auf jeden Fall gucken, dass den auch nicht rückfallend ist, mit Gewalt dann daheim ausübt. Ich meine, wir müssen die Opfer protegieren, aber wir müssen besser mit den Tätern schaffen. Gewalt ist etwas, was inakzeptabel ist, vis-à-vis von Mann oder Frau. Und ich meine, das ist auch etwas, wo wir als Gesellschaft müssen aufpassen, wenn ihr Gewalt gesagt, dass ihr dadurch thematisiert, dass ihr wisst, wo hast du Laufstelle, wem kann ich so, und ich habe das Tote gesehen, ich habe das Tote gehört, dass ihr das nicht für sich selber hält, mit dass die Personen, die gesehen, da sind Victim von Gewalt, dass ihr sich auch Hilfe sicht, für diese Leute auch können zu helfen. Gibt es an Ihrem Leben bestimmte Momente, die ihr Bewusstsein für die Frauenrechte gesteckt haben? Ja, der go wird da. Also ich meine, die erste Kehr, wo das mir richtig aufgefallen ist, dass ich ernst behandelt gesehen, das wo ich an einem ganz jung an einem Interview, wo für einen Sommerjob, wo ich froh gestaltet habe, wo ich mal gedacht habe, dass das ist nicht fair. Die dritte Frauen, die geben einem Mann nicht gestaltet gehen. Und ich war so schockiert in dem Moment, dass ich nicht darauf reagiert habe. Und dann ist mir bewusst gehen, dass dort hat die Person, war der Mann war, den hat einem anderen Mann, den sich für ein Interview, im Interview gave, sitzen, nicht dieselbe vorgestellt. Das hat mich ganz, ganz groß gemacht. Und das war am Anfang so ein bisschen den Anfang, wo ich mal gesagt habe, das ist nicht fair. Ich will selbst behandelt gehen wie die Männer, und da muss ich ganz gut aufpassen. Nächste Mal, wenn ich in so einer Situation bin, dass ich darauf reagiere und dass ich etwas mache. Das war so ein bisschen den Anfang von einer persönlichen Erfahrung, wo ich direkt nicht darauf reagiert habe, mir war ganz tief einmal sitzt, weil ich das so injust, nicht richtig vis-à-vis von mir fand. Ich war ganz jung, mir das hat dann am Anfang geprägt, dass ich mich über viele Jahre immer für die Frauenrechte auch angesagt habe. Welche Persönlichkeit Sie für ihr vorbildlich und kommt für die Frauenrechte? Ja, der gibt der ganze Kopf für kurz zu machen. Simone Weil, das war eine französische Ministerin, die sich ganz viel für die Frauenrechte angesagt hat. Sie hat auch in Frankreich das Avortementsgesetz durchgebracht. Sie hat sich mehr global wirklich für Frauenrechte angesagt. Sie ist auch eine Survivante vom Holocaust während dem Zweiten Weltkrieg. Sie ist die erste Präsidentin vom Europaparlament, also eine ganz starke Frau, die lange wirklich an einer politischen Männerwelt operiert hat und sich durchgesetzt hat. Vielleicht zurück auf Island, weil das dort also ein französisches Vorbild oder Vorbild aus Frankreich aus Colette Flash. Was eine Frau aus der Demokratischen Partei ist. Sie war außenministerisch. Und
Ich muss so für mich, wo sie auch immer ein Vorbild. Ich bin Diplomatin, ich komme aus der Diplomatenkarriere. Sie wollte, wie sie jung war, immer Diplomatin gehen, am Außenministerium schaffen. Und Männer haben dezidiert, damals Politik, dass Frauen nicht dürften an Diplomatie gehen. An Jahren danach, als sie Außenministerin gehen, war am Anfang Chef von all guten den Männern, die dezidiert hatten, dass sie nicht abt wäre für den Job, weil sie Frau ist. Ich fand das als so wie interessant, weil man gesehen, wie als Gesellschaft auch evoluiert, weil für mich als das ein von natürlich nach anderen Vorbilder mehr vielleicht die zwei zu mentionnieren, Simone Weil und Colette Flasch. Wir sollen die Schmerzen für präzise Antworten. Und wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Ich merci für Ihre Flottfrohen und ich wünsche euch alles Gutes.